Das Märli vom Spiegelfratz. Es war schon mal am gewöhnlichen Herbsttag. Am hundsgewöhnlichen Wertig, hat im Rolf Schachteli sein älterer Bruder, der Florian, gesagt. Die Mama hat aber gemahnt, es gibt keine hundsgewöhnlichen Tage. Jeden Tag hat sie besonders. Wir müssen es nur sehen. Hund und gewöhnlich passen gar nicht zusammen. Schau nur mal unseren Uri-Dackel, hat die Jüngste, Sabine, der Grossbruder noch belehren. Aber es hat schon gewusst. Auf ihn lost ja der Florian sowieso nicht. Dafür hat sich's an seinen beiden geheimnisvollen Fingerringli aus der Wundergucken mal gefreut. Item an dem gewöhnlichen oder eben doch nicht so gewöhnlichen Tag hätten der Rolf das erste Mal gesehen. Zuerst fast ohne es zu merken, aus dem Augenwinkel quasi. Er hat dem einmal nicht einmal einen Namen geben. Sie war im Heizungsraum, im Keller unten. Der Rolf hat überzählige Tonbodenblättchen umbiegen und sortiert. Der Papa hat ihn geheissen. Die Blättchen haben beim Anschlagen so klingelt, wie Leute in dem stillen, ein bisschen finsteren Heizungsraum, wo der Rolf zum Beigeln am Boden gehört ist. Dort hat er es gesehen. Hinter diesen vielen Röhren, im Halbdunkel, zwischen dem Heizkessel und der Wand, der Rolf ist zusammengefahren. Etwas, was sich dort vor der Wand bewegt hat. Bockstiff hat er übergeschaut. Nicht. Kaum lenkt er aber das nächste Blättchen, fährt er rum mit dem Kopf. Dort, wieder, die Bewegung. Wo sie so schimmert. Der Rolf sperrt die Augen auf und schaut ins Munkelige über. Blitzschnell trifft er mit der Hand das nächste Blättchen. Wieder! Jetzt hat er es genau gesehen. Hat sich's auch bewegt. Der Rolf steht auf. Der auch. Mit 2 Gümpen ist der Rolf am Lichtschalter. Knips, das Licht an. Der Rolf lacht laut. Der Althochspiegel von der Frau Stettler aus dem 1. Stock steht dort hinten und haltet mit zum Narren, sagt er erleichtert und will sich zu den Blättchen bucken. Da, es ist ein Gesicht im Spiegel. Nicht seins, ein Fremdes. Der Rolf sieht es für Sekunden ganz genau. Dann ist sie weg. Im Rolf wird's geschmuch. Wer bist? Fragt er leislich über. Nicht. Er lenkt. Da, ganz klar, das Gesicht. Ein nettes Gesicht im Spiegel. Ein Augenblick lang, dann fängt es an zu grinsen. Es wird wüst, es wird ein Fratzen. Spiegelfratz! Zischt der Rolf über. Aber wenn er gegen den Spiegel überlähmt, sieht er nur sich drin. «Essen!» hört er die Mama rufen. Er ist froh und erlöst geht er rauf. Seither aber läuft ihm der Spiegelfratz nach, wo er geht und steht. Lächelt ihn an in einer Montre, in einer Tramlischeibe oder in einem Fenster von einem parkierten Auto. Alleweil zuerst ein liebliches Gesicht. Es kommt dem Rolf bekannt vor. Aber wenn er genauer anschaut, wird es eine Fratze, die grinst, die Zunge rausstreckt und Furcht. Verschwunden. Der Rolf meint einmal grad, man müsste das spöttische Lachen von dem Fratz hören. Er schaut einmal verstohlen um, ob die anderen Leute auch etwas sehen. Aber die machen nicht das Gleiche. Es bleibt einmal niemand stehen vor diesen Scheiben. Am meisten begegnet der Spiegelfratz dem Rolf zu oben, wenn es anfängt Weihnachten. Schon früh halt, es ist Herbst. Der Rolf hat gern Herbst, wegen 2 Sachen. Wegen dem Dracheln und wegen der Messe. Weil es der Papa im Herbst besonders streng hat im Geschäft und wenig Zeit für die Familie, geht der Rolf schon seit ein paar Jahren fürs Dracheln zum Grossvater auf Riechen. Soll er dem Grosspapa etwas erzählen vom Spiegelfratz?
Grad hat sich in der Tremlescheibe wieder das liebliche Gesichtli in der höhnisch Grinser Fratz verwandelt. Und fort ist er. Oh, murmelt der Rolf für sich allein. Das ist ja das Blanka. Er hat auf einmal das liebliche Gesichtli in der Scheibe vorig kennt. Das Blanka, stöhnt der Rolf nochmal leislich. Und dann wird draus der Spiegelfratz, schüttelt er den Kopf. Unter dem sattblauen Himmel hat er schon bald zusammen mit dem Großvater das wohlig warm Herbstsünneli genossen. Im Schatten ist es schon recht kiel gsi, der Wind ist halt gegangen. Ideal Wetter, siehst, es ist gut, haben wir den Drache das letzte Mal fast fertig gemacht. Heute steigt er. Aber er hat ja noch gar kein Gesicht. Mal ihm noch geschwind eins, Rolf, bis ich alle Lätschli am Schwanz angebunden habe, hat der Großvater voller Vorfreude gesagt und dem Rolf die wasserfesten Filzstifte angeschoben. Der Rolf hat zwar gut zeichnen, aber heute ist es ihm gsi, es Vieren über die Hand. Kaum hat er angefangen, hat er wieder gemurmelt. Das gibt ja das Blanka. Er ist ganz verlegen geworden, wo sich der Großvater übergelähmt und gefragt hat, wie heisst's denn? Da die Schätzli, wo du malst. Aber dann sind sie aufs gemeinte Fruchtfeld raus. Der Rolf vorne ist gerannt mit der Schnur. Der Großvater hat den Drach mit der Schnurwoge halb schräg sausen. Jetzt Haus! Hat er gerufen. Und der Lätschlischwanz mit der Zotzle hinterst auch noch gehen. Komm schön, komm, hat der Rolf zum Drachofen gerufen und die Schnur angezogen und wieder Schnur gegeben und wieder angezogen und wieder Schnur gegeben und der Wind hat der Drach fast mitgerissen. Manchmal hat der Rolf der Jackenärmel als Händchen gebraucht. Wenn er die susige Schnurrolle wollte bremsen, ist sie ganz heiß geworden. Er ist oben im Oberwindli, hat der Großvater mit der Hand über den Augen festgestellt. Er hätte fast bolzengrad hoch aufschauen. Jetzt ist der Großvater nicht mehr zu heben gewesen. Für die Rolle mit dem Schnurende hat er ein Pföstchen eingeschlagen, alleweil mit einem Kontrollblick offen. Dann mit dem Papier aus dem Rucksack ein Feuerchen anzünden und zuerst ein bisschen Streu drauf biegen. Der Wind hat der schön dicken Rauch grad mitgetragen und der Wildst ist das aufgelegte Holz angegangen. Und jetzt, hat der Großvater geniesserisch geschmunzelt, neue Süße wie Nuss und selber backen Bauernbrot fürs Zoben. Griff zu, Rolf. Das ist Herbst. Da sind sie denn auf dem Feld in der Sonne gesessen. Nur das Windli hat gerüschelt, ist in Schüb in die Büsch im nahen Garten gefahren und hat sie in richtige Wellen durchblasen. Noch sind die Blätter und die Matte grün gsi. Aber so, wie einem der Himmel heute noch blauer und die Sonne noch goldiger dunkt haben, so ist auch das Grün reifer und satter gsi. Der Rolf hat auf dem Stein Nuss aufgeschlagen, mit Hunger und Genuss ins frisch Grossmamme-Bauernbrot, mit dem knusprigen Rampf reinbissen und lötig von dem milchig trieben, süßen Traubensaftwein getrunken. «Schau, wie die gemalt Gesicht hoch lacht», hat der Großvater mit einem Kopfnicken zum Drach aufgedeutet. Ja, Wäger, im Rolf ist es das Blanka lachen so an, wie amen in der Schule. Er ist ganz weich, fast zärtlich gestimmt worden. Hat im Garten in den Holzzüber die roten Fuchsien gesehen, ihre Glöckli blieten im Windli lüten. Das war ein Blinzeln und ein Blättle. «Schau die Kache letzten Rosenknöpfe», hat der Großvater ein bisschen wehmütig gesagt und hat mit der Hand an den Haken gezeigt. Ganze Bäumli von zitronengelen und rostroten Wechselrösli haben sich willig und sanft im Windli wie verneigt. Am Rosenbogen dort haben die roten Hagenbutten geleuchtet und auf ihren hohen Stängel haben sich die altrosafarbigen Sonnenhüte Margeriten gegen die Sonne gestellt, wie wenn sie es auch noch mal geniessen wollten. Der Rolf hat sich
satt vom herrlichen Zoben mit einem genüsslichen Seufzer gestreckt und ist hinten runtergelegen. Oh, der Drache, hat er aber wie gestochen aufgeschrauen und an den Himmel zeigt. Der Sprung an die abgeflockte Schnürspule. Nimm Schnür zurück, schreit der Großvater, auch blitzartig auf den Beinen. Der Drache oben macht ein Looping nach dem anderen. Lumpen, freche Kreis schränzt er und zieht der Schwanz mit der Zotzeln in der ganzen Länge hinten nach. Hilf mir heben, es reißt wie verrückt, jammert der Rolf. Und dann, schau doch einmal, Großvater, das Gesicht! Der Rolf ist recht verschrocken. Der Kabriolendrach lacht mit einer Fratze höhnisch oben runter. «Der Spiegelfratz!» schreit der Rolf, was im gleichen Moment einen Ruck durch die Schnur gibt. «Der Drach haut ab!» schreit dort der Großvater. Die lucke Schnur segelt, gringelt oben runter. Beide starren sie mit dem Kopf im Knick dem Drach nach, wo der jetzt fast stürmisch Wind wegtreibt. Er macht Überschläge und Salto und Looping. Und vor allem grinst er jedes Mal, wo sie die Vorderseite sehen, zu diesen zwei Aben. Er wird kleiner und ist bald vom Wind oben über den Berg weggefegt. «Ciao, Spiegelfratz!» rief ihm der Rolf noch nach. Und wo der Großvater fragt, hat ihm der Rolf halt seine Erlebnisse mit dem Gesichtli von Blanka und der Verwandlung in Spiegelfratz erzählt. Und derweil ist ein bisschen traurig Drachenschnur aufgerollt. Es war nicht traurig, Rolf. Haben wir halt auch kein Drachenfratz, kein Drach, wo ein Spiegelfratz ist mehr. Haben wir doch noch die Messe. Das haben wir noch zu gut. Der Messbummel war auch etwas, was nur der Rolf und der Großvater miteinander gemacht haben. Eigentlich sind sie 3 Mal angegangen. Das erste Mal in der Woche vor die Messe mit dem Martinsglöckli eingeläutet worden ist. «Go vorfreudeln», hat der Großvater dem gesagt. «Go schauen auf dem Petersplatz, wie die Messleute noch ihre Buden zusammennageln, lachen und über die Matte einander zurufen. All Jahr wieder, gell?» Eins ums andere Mal stürmt der Rolf. «Schau mal, Großpapi!» Eben wenn eine Frau mit geschickten Händen ein schön Tuch über die alten Bretter zieht und die Buden so schon in der Helle von der Herbstsonne, die schräg über den Platz scheint, ein bisschen geheimnisvoll wird. Der dritte Messbummel, das Gegenteil vom ersten, machen die zwei auch auf dem Petersplatz. Denn, wenn nach 2 Wochen am Montag und Dienstag die Messe einzig hier noch weitergeht, noch einmal Messluft schnuppern und der Messe für ein Jahr Adieu sagen, sagt ihm der Grosspappe. Aber am schönsten ist halt der zweite Messbummel. Der mitten in der Messe, wo alles fährt und läuft und lärmt und lacht. Bis weit in oben hinein bleiben sie als. Bist unvernünftig, Großvater, schimpft als die Mama zwar. Aber gerade alleweil, wenn sie das sagt, hat's im Rolf besonders gefallen gehabt. Zwar hat der Rolf gar nicht so selber auf die Bahn wollen. Er ist viel lieber dabei gestanden, hat gestaunt und mitgelebt beim Gigsen von denen in den Kabinchen und Gondeli. Er hat auch von aussen Gänseli Hut gekriegt, wenn's die Gitterkästchen mit den Leuten drin oben über in Looping gerissen hat und dazu die Sirenen aufgehüllt haben. «Schau, wie früher Truppenbahn!» hat der Grossvater in Lärmen brillen, als ihn der Rolf verstanden hat, wo sich ein Tuch überall eingelegt hat, wo hier in den Wägeli im Kreis gesaust sind. Morgenstreich druckten, Badhäusli-Geschrei und 1. August-Lärmen miteinander. Herrlich hat's georgelt und blärt und eine heisere Stimme hat durch den Lautsprecher «Nicht anstossen, Vorsicht!» gemahnt. Übertönt von Glockenbimmeln, Autohupen und einer ohrenwehlauten Stampfmusik, vermischt mit dem «Zurückstehen und Abstehen» von einer begehrten Trülli mit Auf- und Abfliegebahn. «Schau mal, die Leute lachen alle und sind fröhlich!» Der Rolf hat den Grosspappen ein bisschen zu sich angezogen und hat ihm ins Ohr gerufen. Man hätte meinen, alles sei gratis. So viele Junge und auch Ältere haben sich auf die Bahn gedrängt.
Botschautel, Achtibahn, Skilift, Snowdream, Polyp und die Fliegertrülli. Mit dem Tramli sind sie eben zuerst an die Mustermessmesse. Vorbei am Käppeli Joch und an der Helvetia, wo vom Gleibasel aus auf den Rhein und in die Witte schaut. Über einen Klaraplatz mit dem Schwarzwaldbrünneli mitten in dem Hin und Her von Menschen, die in die vielen Läden rennen. Der Rolf hat auch alleweil den vergrösserten Fingerabdruck angeschaut an der Clara-Polizeipostenmauer. Und dann ganz geschwind auf der anderen Seite einen Blick in den Gang geschickt, wo man den Vogelgriff, der Löi und der Wildmann gemalt kann sehen, wenn man es weiss. Mit dem Zweier sind sie dann als nachher via Wettsteinplatz am Waisenhaus vorbei ans Kunstmuseum gefahren. Dort, am Ecke der Rittergasse, zeigt der Rolf jedes Mal: «Schau, Grosspapi, dort, der schwarze Mann», steht alleweil noch an der Wand. Auf dem Münsterplatz ist das Hochriesenrad das Schönste. Das ist nicht Messrummel. Das ist wie einsteigen und langsam in die Märchenwelt abschweben. Und oben, die 1000 Lichter und 1000 Lichtli, hell, farbig, sie gehen an und ab. Und wie man weit sieht, der Schein von der anderen Messe, wo sie gerade hergekommen sind, die Spitze von der Messe auf dem Barfi und rundum die Stadt. Hoch und nach das Münster. Die Brücke, die Stadttor, die Kirchen alle, die Spitäler, die hohen Kämmi und die Silo am Rhein. «Schau, mein Schulhaus, dort, vom Spalentor», sagt der Rolf sogar. Dann, gerade wo der Großvater schwärmt, auf dem Barfi müssen wir dann noch zu der rechten alten Rösslerite Rolf. Das ist noch Mess, hat der Rolf das Labyrinth entdeckt. «Dort, Grosspapi, schau dort unten», hat er geschrieben. «Gehen wir ins Spiegellabyrinth, da will ich jetzt gehen.» «Ja, suchst du den Spiegelfratz?» hat der Grossvater gelacht. Aber dem Rolf war es nicht zum Lachen gewesen. Er hat wie gespürt, jetzt bin ich dem Geheimnis ganz nach. Es hat blitzt und zuckt voll Lichter an dieser hohen Spiegelfront vom Spiegellabyrinth. Und die Leute haben scharenweise reingeschaut, wo man die drin gesehen hat, ganz verhalten umtappen und alle wieder überrascht zurückschrecken. Der Großvater ist voraus gleich Stegeli auf und mit den beiden Billett sind sie rein. Gleich ist ihnen jemand entgegengekommen, als der Rolf im schmalen Spiegelgängli rückwärts in den Großvater gepotscht ist. Gelächter hat gehalten, es hat bös gechattert, wenn jemand in einen Durchgang wollte, aber ein unsichtbares Glas den Weg versperrt hat. In alle Richtungen hat man weit durch die Reihen der Spiegelgässli gesehen. Aber auch sich selber, überall. Und das Blanca, schau, Grosspapi, dort, kennst du es? Sell ist das Blanca, hat der Rolf ganz aufgeregt mit der Hand zeigen und hat sie prompt an einer Glaswand angeschlagen. «Blanca!» hat er laut gerufen. Aber in dem Lärmen, Riefen, Lachen und Gixen von denen, die hier alle umgekehrt und gestolpert sind, ist das untergegangen wie ein kleines Pipsli. «Schau, der Spiegelfratz ist hier daheim», hat der Grossvater plötzlich dem Rolf, der für sie umeinander gesucht hat, hinterher gezeigt. Dort, ringsum in alle Gängli und Gässli, in alle Spiegel und Gläser, hat sie jetzt der Spiegelfratz angrinst. Die Zunge rausgestreckt, eine lange Nase gemacht und sich umeinander gewispert, als der Grossvater der Rolf hat schupfen. «Lauf weiter, vielleicht können wir ihn noch einmal fangen.» Kaum ein paar Schritte hat der Rolf wieder gedeutet. Von links und von rechts, von vorne und von hinten, von schräg und von quer. Hat Blanca sie angelacht mit seinem feinen Gesichtli. «Blanca!» haben die zwei jetzt im Chor gerufen. Von draussen ist der Musiklärm wie ein heisser Schwall reinbraust und die Verwirrung und die Verwandlung ist wieder passiert. Die Leute draussen haben sie jetzt auf einmal gesehen und wieder müssen umkehren. Es ist einmal mehr hindurch nicht weitergegangen. Aus den Zerrspiegeln haben ihnen die verzogenen Fratzen entgegengeglotzt. Sie sind Riesen geworden, breite Zwerge.
Und auch der Großvater hat angefangen Grimassen schneiden mit und Hu. Nur 2 Schritte. Und so überraschend, wie sie reingekommen sind sie auch draussen gestanden. In der beleuchteten Nacht, im Lärmen, in den vielen Leuten. Als der Rolf nochmal zurückgeschaut, hat er gerade noch das Blanka gesehen, Adi winken. Aber der Großvater hat ihm schon an der Hand Stägeli abgeholfen. Von jetzt an war der Rolf ein bisschen wie verzaubert. «Schau, die schön alt, echt Röslerite, Rolf!» hat der Großvater vor der Barfüßerkirche geschwärmt. Der Rolf hat es zusammen mit der rassigen Orgelmusik nur wie durch einen Schleier und von weitem gehört. Er hat das Kasperli-Theater gesehen, die Drachenbahn und beim Bumerang die Kabinen oben durchsausen. Aber eigentlich hat er nur eins gemacht. In allen Scheiben, in jedem Fenster, wo es Glasflächen hatte, aufs Auftauchen vom Spiegelfratz gewartet. Durch die Stadt sind sie schließlich auf den Petersplatz gekommen. Heimelig sind die Stände und Buden wie von einem hellen, warm-gelben Schein umfangen gewesen. Natürlich haben sie mit einem Teil vom Messbatzen Sachen für 2 Messpäckchen ausgelesen. Das eine hat der Rolf der Mama bringen und das andere der Grosspapa der Grossmama. Ich nehme noch so kleine gefüllte Biberli dazu. Und ich so Marzipanherdöpfel. Und da so einen glasigen grünen Messmocken mit Weinbärtchen drin. Und da sehe ich noch fein Nougat und Magenbrot. Und ein Rosenkirchli mit Staubzucker drauf gehört doch auch noch rein. So haben sie einander geholfen auslesen. Der Rolf war schon fast wieder wach und normal gsi. Er hat grad mit der ausgestreckten Hand gezeigt: «Schaut, dort vorne am Haus ist der Fäger gemalt. Und da, etwa wo wir stehen, habe ich mein Perlmutterfischli-Sackmesserli. Da ist von der einzigen Bahn hier auf dem Petis die Musik laut und nach angegangen.» Der Rolf hat sie sofort gekannt. Wie Band sind sie da gestanden und haben in ganzen Trubel gestühlt und gelost. Und der Refrain hat sogar der Großvater mitgesummt. Una Paloma Blanca. Langsam, er hat der Bub an der Hand genommen, sind sie gegen das Spalen durchzu. Jeder mit seinem Päckli am Schnierli. Durchs Quergässli ane, wo alle Büdeli waren, wie im Dörfli. Im Monik sind Antiquitätenstübeli. Das Madeleine und der Wolfgang mit ihren selber gemachten Holzspielsachen. Der Seppi und seine Dame mit der ab der Insel geholten sartischen Keramik. Sibyl, wo grosse blaue Schäl strickt, mit einem Stand voll schönster Wolle. Der Pablo und der Verni mit Federn und Wundertinten. Das Hedi mit seinen liebevoll gemachten schönen Keramikgefäßen und seinem herzlichen Lachen. Das Nicole und der Felix mit ihren selber gestrickten Sachen und der eigenen Konfitüre. Und schließlich das Esperanza mit den originalen Sachen aus Südamerika. Selber aus der Heimat geholt. Es war im Grosspapa sein Lieblingsgässli. Es hätte ihm eigentlich nur das Ditti-Stubenlädeli gefehlt. Dann vorbei am Ledertaschenheini und am Tico und schließlich zuletzt an der Kästenefrau. Der Rolf ist ein bisschen geschlurpt. Zur Messe aus, beim Spalen durch, in die normale Welt zurück und heim. Am Montag in der Schule ist dann die letzte Überraschung für den Rolf passiert. Das Blanka hat ihm der ausgerissene Drache gebracht. «Schau, was wir am Sonntag beim Spaziergang auf der Grischone gefunden haben», hat der Rolf angestrahlt.
Ja, warum hast du gewusst, dass es mein Drache ist? Hat er ganz verstaunt gefragt. Hey, lies doch, da steht's doch drauf. Der Rolf hat sofort gesehen, als zwar sein gemaltes Gesicht auf der Vorderseite fehlt. Aber am Rand vom Drach steht Sally Blanca, ich mag dich gut. Ein Gruß vom Rolf. Das ist denn aber nicht meine Schrift, hat der Rolf ein bisschen zu laut und ein bisschen zu schnell gesagt. Und dann noch, da muss ich glaub noch mit dem Großvater ein Hähnchen rupfen.